Okay, hallo, schönen guten Tag von der Bootmesse in Düsseldorf 2000 Andreas. Ich bin Paddy-Tauchlehrer und repräsentiere hier meine schöne Karibikinsel Curaçao und von dort speziell den Bereich um West Point. Das ist ein kleines Fischerdorf am Nordwestzipfel der Insel, das ganz besonders schön ist für einen entspannten und erholsamen Tauchurlaub in der Karibik. Gut, sprechen wir vom Tauchen. Unsere Riffe sind sehr einfach zu betauchen. Das kennzeichnet die Insel. Wir haben ein Saumriff, das einmal die Küste entlang läuft und an jedem Strand, den man erreicht mit seinem Auto, kann man entsprechend auch tauchen gehen. Darauf haben wir uns entsprechend eingestellt, auch mit der Apartmentanlage All West Apartments in West Point. Auf dieser Anlage haben wir einen Tauchraum. Wenn ihr eure eigene Tauchausrüstung habt, findet ihr dort rund um die Uhr gefüllte Pressluftflaschen, einen Ausgang zur Straße hin, wo ihr mit eurem Mietwagen vorfahren könnt, Tauchgerät einladen und dann einfach losfahren zu einem der wunderschönen Strände in der Umgebung und dort die Tauchgänge genießen. Als Ergänzung bieten wir an unserer Tauchbasis Ocean Encounters West, die einen Strand von den All West Apartments entfernt liegt, auch Bootstauchgänge an, denn leider Gottes sind nicht alle Tauchplätze auf Curaçao von Land aus erreichbar. Und dementsprechend ergänzen wir das Angebot mit Ausfahrten zu den schönsten Tauchplätzen der Insel, die glücklicherweise von unserem Standort nicht weiter als maximal 40 Bootminuten entfernt sind. Im Durchschnitt fahren wir eher 10 bis 20 Minuten zum Tauchen raus. Gut, auch für unsere nicht tauchenden Gäste haben wir entsprechendes Angebot auf Curaçao. Das heißt, wenn man mit der Familie reist und nicht jeder taucht, dann ist das überhaupt kein Problem. Zum einen ist die Insel sehr gut geeignet für Naturliebhaber. Ihr könnt Wanderungen machen im Nationalpark, wo besonders die Beobachtung der reichhaltigen Vogelwelt von Curaçao sehr viel Spaß macht. Es gibt Mountainbike-Touren im Angebot, direkt unmittelbar in der Nachbarschaft von West Point. Dort hat ein amerikanischer Freund von uns einen Mountainbike-Club gegründet für die örtliche Dorfjugend und zusammen mit den Jungs bieten sie auch Touren an für Touristen auf unterschiedlich anspruchsvollen Strecken. Also gibt es für jeden etwas. Und wer etwas Kultur genießen möchte, fährt ungefähr 45 Minuten von West Point in die Hauptstadt Willemstad, deren Hafenfassaden zum Weltkulturerbe gehören, also wunderschön anzuschauen sind. Außerdem gibt es in Willemstad einige interessante Museen und vor allem auch Einkaufsmöglichkeiten, die jeden Duty-Free-Bedarf abdecken zu sehr, sehr günstigen Preisen. Unterbringungsmöglichkeiten gibt es in West Point verschiedene. Die haben wir hier in einer kleinen Broschüre, die auf unserem Messestand erhältlich ist. Übrigens ist der Messestand in der Halle 3 E85, also kommt uns gerne noch besuchen während der Messe, aufgelistet haben. Es gibt neben unserer Tauchbasis ein Hotel für Leute, die gerne etwas mehr Rundumversorgung haben möchten. Ist das sehr gut geeignet, wunderschön gelegen mit Swimmingpool, Restaurants, Massageservice, Fitnessstudio, eigentlich allem, was das Herz begehrt und direkt im Strand vor der Haustür, wo auch unsere Tauchbasis liegt. Alternativ dazu vertreten wir 2 Apartmentanlagen. All West Apartments hatte ich schon erwähnt, aber hier in unserer Broschüre haben wir auch noch die Nos Cruzeiro Apartments aufgeführt, die auch unmittelbar neben der Tauchbasis gelegen sind, wunderschöne Räumlichkeiten bieten und entsprechenden Zugang zu den Tauchgründen natürlich auch. Unsere Apartmentausstattung bei All West und auch bei Nos Cruzeiro beinhaltet Klimaanlage in jedem Apartment, entsprechend ausgestattete Küche für Selbstversorgung und entsprechende Tauchmöglichkeiten plus WLAN-Anschluss, sodass ihr auch, wenn ihr euren Computer mitbringt, jederzeit in Verbindung mit daheim sein könnt. Die Verpflegung auf Curaçao, wenn man in einem Apartment wohnt, funktioniert wie folgt. Man fährt zum Supermarkt, der ist nicht besonders weit weg, ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto und kauft alles, was das Herz begehrt. Für deutsche Touristen, die darauf Wert legen, gibt es sogar original Nutella auf Curaçao. Und das alles zu Preisen, die mit daheim vergleichbar sind. Insofern hat man da keine große Umstellung. Restaurants gibt es bei uns im Dorf auch diverse, sodass ihr nicht immer selber kochen müsst, sondern auch entsprechend auswärtig essen könnt. Sowohl im karibischen Stil als auch internationale bzw. amerikanische Küche in sehr gepflegtem und auch ausgesprochen unterhaltsamem Ambiente. Lass uns nochmal zum Tauchen zurückkommen. Eins ist ganz wichtig zu wissen auf Curaçao, unsere Tauchgründe sind sehr einfach zu betauchen. Das heißt, sie sind nicht nur für Profis geeignet, sondern auch für Leute mit etwas weniger Erfahrung. Das einfach zu betauchende Hausriff bietet die Möglichkeit, jedem Taucher auch sich weiterzubilden, selbstständig zu tauchen und Navigationsfähigkeiten zu erlernen, die man vielleicht in einer anderen Umgebung nicht so erlernen würde, weil man sich einfach nicht traut.
Aber dadurch, dass wir wenig Strömung haben in aller Regel auf den Riffen, ist es sehr einfach zu tauchen. Auch die Tiefen sind nicht besonders hoch. Also man kann sich wunderschön beschäftigen für lange Tauchgänge im Bereich zwischen 10 und 20 Metern. Und nachdem man meistens am Ende des Tauchgangs in Richtung Land zurücktaucht, hat man quasi automatisch einen Sicherheitsstopp von 5 Minuten mindestens und jederzeit noch genug zu sehen, während man da unterwegs ist. Auch für Kinder ist Curaçao sehr stark geeignet. Besonders bei Ocean Encounters West und All West Apartments legen wir ganz besonders viel Wert darauf, dass auch die kleineren tauchenden Gäste sich wohlfühlen. Zum einen bieten wir Kinderausbildung an, aber auch Kinder, die bereits zertifizierte Taucher sind, können bei uns wunderbar mittauchen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Tauchtiefen nicht besonders groß sein müssen. Insofern passt das schon mal. Und wir haben auch für Kinder entsprechende Flaschen vorrätig. Wer einmal versucht hat, auf ein 12-jähriges Kind eine 12-Liter-Flasche draufzubinden, der weiß, wovon ich rede. Deswegen haben wir auch 10 Liter und auch 8 Liter Flaschen im Angebot, damit die etwas kürzer geratenen Taucher auch entsprechend bequem tauchen können mit einer guten Trimmlage im Wasser und entsprechend ihren Spaß haben. Gut, zum Abschluss vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung zur Unterwasserwelt an sich. Unsere Riffe laufen in aller Regel in einem schrägen Winkel ab in Richtung Grund. Die Riffkante liegt normalerweise zwischen 5 und maximal 10 Metern. Und dann läuft das Riff circa im Bereich zwischen 30 und 40 Metern ins Sandgrund aus und wird da sehr flach. Und wie gesagt, die besten Bereiche sind in aller Regel in flacherem Gewässer um die 20 Meter maximal. Die Riffstruktur gestaltet sich hauptsächlich mit Hartkorallen und Weichkorallen und vor allem auch sehr viel Schwammbewuchs. Das ist in der Karibik eigentlich der Farbbringer. Weichkorallen sehen nicht so aus, wie man sie vielleicht aus dem Indischen Ozean und aus dem Roten Meer kennt, so wie kleine bunte Brokkoliröschen, sondern Weichkorallen sind eher sehr große Gebilde, die teilweise über 2 Meter hoch wachsen und aussehen wie Büsche, die in der Landschaft stehen im Sandbereich. Das hat also fast schon die Anmutung, dass man durch einen kleinen Wald durchtaucht, wenn man in einen Bereich kommt, wo sehr viele Weichkorallen stehen. Der Fischreichtum ist für karibische Verhältnisse sehr groß. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, dass Großfischliebhaber bei uns nicht unbedingt auf ihre Kosten kommen, sondern es bewegt sich mehr im Bereich von kleinen Rifffischen. Sehr viel Schnapper und Stachelmakrelen dabei. Also es gibt auch noch genug Jäger im Riff, die die kleinen Jungs ein bisschen drangsalieren. Wenn man Glück hat, erlebt man allerdings auch mal ein paar Erlebnisse der dritten Art. Gerade im letzten Jahr hatten wir sehr viele Mantarochen. Also mit ein bisschen Glück findet man auch mal einen etwas größeren Vertreter durchs Riff schwimmen. Das Beste in dem Bereich, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, war, dass eine Buckelwalkuh direkt vor einem Strandbereich gekalbt hat. Da waren natürlich alle Leute, die das sehen durften, im Zweifelsfall bis an ihr Lebensende beeindruckt. Das heißt also, auch wenn im Allgemeinen die Kleinlebewesen dominieren, mit Seepferdchen, mit kleinen Garnelen und Krabben, teilweise Anglerfischen und dergleichen mehr, hat man mitunter auch immer mal wieder die Chance, eine Überraschung zu erleben und sich zu erstaunen, wie groß auch bei uns die Tiere sein können im Wasser. Auf jeden Fall freuen wir uns auf jeden Besucher auf Curaçao und würden euch ganz besonders eben in Westpoint begrüßen, bei All West Apartments, in den Nos Crucero Apartments oder in der Cura Holanda Lodge und kommt tauchen mit Ocean Encounters West. Wir garantieren euch, dass wir alles dafür tun werden, dass ihr einen erholsamen Urlaub habt, viel Spaß und natürlich auch entsprechende Tauchsicherheit. Wir sehen uns auf Curaçao. Wiedersehen. Okay.